Die damals umgesiedelt wurden. Damals war ja noch die LPG, 68, 72. Die waren raus aus der LPG. Die waren froh, dass sie alles los sind. Dass sie ihr Land los sind, dass sie aus der LPG raus sind. Und die haben das eigentlich gar nicht so schmerzlich empfunden, würde ich sagen. Natürlich sind sie, die ersten, die sie umgesiedelt haben, hier 1967 besser entschädigt worden als die dann 72. Da sind sie dann schon mit den Entschädigungen zurückgegangen. Teilweise konnten sie die ersten schöne Häuser aufbauen. Die anderen haben es auch gemacht, aber die mussten auch zuzahlen. Es war ja damals mit dem Preis doch anders als heute. Die haben das gar nicht, als würde ich sagen, gar nicht so schmerzlich empfunden. Aus den Gründen. Denn die jungen Leute bei uns, die sind ja dann alle nach Weißwasser gezogen und das wollte ja hier keiner bleiben. Ne? Erstmal, weil man hier keine Zukunft gesehen hat, weil es ja immer hieß, wir müssen sowieso weg durch den Tagebau. Ne? Und dann war ja früher die Entschädigung, das war ja ein Tropfen auf einen heißen Stein, ne? Wenn man das hört, ne? Was die Leute, wie die entschädigt wurden. So, dann haben die jungen Leute dann alle gesagt, nee, dann ziehen wir in Neubau, und dann waren die Mieten waren billig und. Die ganze Jugend hat auch nur für Neubauwohnungen geschwärmt. Da waren ja die Häuser ziemlich fast, wollte ja niemand vom Haus was wissen, ne? Also die haben ja im Neubau besser gewohnt. Die haben ja besser gewohnt, wie sind nach Hause gekommen, da war alles warm, wenn sie im Winter heimgekommen sind. Ne? Das war noch, die konnten doch besser gar nicht leben. Billige Miete. Ja, ja. Wir wollten nie weg. Wenn es nach meinem Mann gegangen wäre, sicherlich, aber ich persönlich hänge ganz deutlich am Ort. Das ist manchmal kurios und ich habe manchmal auch gedacht, mein Gott, bis am Ende der Welt. Aber wir haben ganz einfach hier unsere Existenz. Ich habe hier meine Arbeit, mein Mann hat hier seine Arbeit. Wir haben ein Dach über dem Kopf, unser eigenes. Gut, bauen können wir jetzt erst. Ich meine, wir haben immer mehr oder weniger Werterhaltung gemacht, dass man gesagt hat, naja, wir machen es uns unbequem. Sehen zu, dass wir es uns modernisieren. Außenrum war ja sowieso so eine Sache und das Notwendigste. Also wenn ich solche Kinder meine Arbeit gehabt, ich würde auch lieber ausgesiedelt werden. Hätte ich ein neues Haus gehabt. Das wäre Ihnen schon. Ja, also mir wäre das bald wichtiger gewesen. Ja. Hauptsache haben wir halt das neue Arbeit und ein Haus neu ist neu. Also wie meine Mutter, wenn die müsste noch mal umgesiedelt werden, die möchte wohl lieber nicht. Da kann man auch wieder Verständnis für die Generation haben. Man weiß es nicht, wie es uns mal ergehen wird, wenn wir älter sein werden. Man kann sich in die Lage und hineinversetzen. Nicht? Einfach ist es nicht. Wenn die von klein an haben sie angefangen, ein Haus aufzubauen und zu machen, auf einmal müssen sie raus. Junge Leute, ich sage mal junge Leute, die würden sich überall wieder, aber alte Leute umpflanzen und so, das nicht. Junge Leute, ja, die finden schon wieder Kontakt und so, aber alte Leute, nee, das ist nicht mehr so. Da weiß ich aber, die alten Leute vom Roderick mussten, wie schlimm das die alten Leute waren. Ja, die haben auch alle gesagt, warum müssen wir jetzt weg auf die alten Tage? Warum? Die sind auch nicht gerne gegangen. Nee, ja, na eben, ja. Aber die mussten ja, was wollten sie machen? Die mussten ja damit, die Leute mit, die alten Leute, was wollten sie machen? Was doch, ne? Die mussten damit bekommen. Wissen Sie, ich bin ja nur alt genug, ich werde auch hier sterben, nicht? Das ist ja nur aufs Weg gesprungen, nicht? Also wenn man schon auf die 69 geht, einen Monat noch, dann bin ich schon so weit. Ja, und was wird nachher noch groß werden? Ja, die Kinder wollten erst weg, aber jetzt, wenn sie sollen jetzt sich eine Baustelle kaufen, wer soll das bezahlen? Wer soll das machen?